das Thema einfach hat bewegt, wo ich dachte, ja, was ist, also sie ist so jung gestorben und was ist schon unser Leben hier, wenn wir den Blick haben eben auf die zukünftige Welt. Und jetzt wird unsere Identität zu einem Fremdling und Wanderer. Ja. Selbst das verheißene Land ist nicht unser Ziel. Aber er sagt, er wartet noch auf eine Stadt, wo Gott selber baut. Und das ist seine tiefste Sehnsucht. Und wenn ein Mensch wieder sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, dann passiert genau das, dass plötzlich das Tiefste innen weisst, was zählt und was nicht. Wir richten unser Leben aus, für irgendwann mit ihm zusammen zu sein. Und gleichzeitig soll es eben nicht hier nutzlos sein, das Leben, sondern gleichzeitig soll es fruchtbar sein. Aber es muss nicht für mich fruchtbar sein, sondern es muss für die Welt fruchtbar sein, dass immer mehr Menschen das auch dürfen sehen und erleben und die gute Nachricht hören. Hey, willkommen zu diesem Podcast, wenn man dem so sagen wir haben am 18. Dezember den Song «Blick in die Ewigkeit» herausgebracht. Und wir möchten in diesem Podcast hier ein bisschen in die Tiefe gehen von diesem Song, in die Tiefe gehen von diesem Thema. Was bedeutet das, wenn wir unseren Blick in die Ewigkeit ausrichten und dementsprechend unser Leben leben? Weil das so viele Sachen verändert, wie wir den Blick hier in dieser Erde haben, wenn wir den Blick in die ferne Zukunft, in die Ewigkeit haben. Und wir fangen an mit der Entstehungsgeschichte. Wie ist entstanden? Du weißt, glaube ich, noch gar nicht, gell? Das nimmt mich auch sehr so ganz genau. Also das Thema hat mich eigentlich dann zumal gepackt, zuerst mal kurz nach dem Tod der Schwester von meiner Frau. Und wo mich das Thema einfach hat bewegt, wo ich dachte, ja, was ist, also sie ist so jung gestorben. Und was ist schon unser Leben hier, wenn wir den Blick haben eben auf die zukünftige Welt, auf unser Leben mit Jesus irgendwann. Und es verliert so viel an Bedeutung und trotzdem sind wir ja noch hier. Und es ist irgendwie gleich, ja, es ist schwierig. Wir können nicht einfach alles ausblenden, nur weil wir jetzt unseren Blick in die Ewigkeit richten. Und wir haben ja einen Auftrag hier. Und trotzdem ist es eine Sehnsucht. Oder gerade wenn jemand stirbt in unserem Umfeld, jemand von unseren Liebsten stirbt, kommt das Thema sowieso auf. Oder wie, ja, sie leben weiter, ja, wo sind sie denn? Und irgendwie entsteht so eine Sehnsucht in die Ewigkeit, wie sie auch immer aussieht. Oder? Jeder stellt sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders vor. Genau. Und dann habe ich den Song so verschrieben. Ich weiss noch genau, einfach, das ist wie der Blick in die Ewigkeit. Das ist die Phrase, ich lebe mit Blick in die Ewigkeit. Das war so das Statement, das eigentlich am Anfang des Songs war. Und habe dann darum ein bisschen aufbauen. Es ist ein Song, den ich sehr lange bewegt habe. Und eben irgendwann bist du dann weiter reingekommen. Ich weiss gar nicht mehr, habe ich dir den, glaube ich, geschickt mal. Und der hat es wie gepackt, das Thema. Und dann hast du wie oder, gell, so war es? Ja, das hast du mir irgendwann geschickt. Ja. Und dann, keine Ahnung, habe ich eigentlich recht schnell, haben wir dann den Vers 2 irgendwie gehabt, weil wir gemerkt haben, es geht um die Hingabe. Ja, eben genau der Vergleich. Ich will alles geben, weil es ist mein Leben schon im Vergleich zu dem, was auf mich noch wartet. Ja. Was ist und so für mich ist es irgendwie von Anfang an, hat mich der Song dann einfach gepackt, weil er erstens mega einen schönen finde. Ja. Noch ein bisschen andere Chords, gell? Genau. So ein bisschen, ja, wo das wie auch so ausdrückt, oder? Der Text eigentlich schlussendlich so ein bisschen die auf eine Art Traumwelt und doch ist es eben Realität, genau. Ja. Und für mich ist es echt, hat mir gefallen, aber dann habe ich auch gemerkt, hey, das ist wirklich dran. Ja. Wie auch die Botschaft, ich glaube, für die Gemeinde in der Schweiz, echt wirklich, dass wir lernen, die Ausrichtung zu haben. Ja. Und wirklich die Hingabe leben in dieser Perspektive von Ewigkeit. Ja. Und dann habe ich ja immer wieder Nino, wenn bringst du raus, Nino, es ist jetzt fast 2 Jahre oder so, oder noch mehr. Ja, im 21. habe ich auch verschrieben. Ja, und dann, auch ein halbes Jahr später habe ich mal dir geschickt. Und genau, insgesamt fast 3 Jahre hat er gebraucht. Ja. Aber manchmal gute Sachen müssen reifen. So Freude, dass es jetzt endlich draus ist. Ja, auch Freude. Und ich glaube auch wirklich, dass es dran ist. Hey, und wir werden jetzt einfach so ein paar Themen durchgehen, wo uns so Aspekte von diesem Thema Blick in die Ewigkeit, die uns haben auch beschäftigt. Wir werden auch theologisch ein bisschen dahinter schauen, was sind wie
wie kann man das aus biblischer Sicht auch anschauen, den Blick in die Ewigkeit, was bedeutet das für unser Leben? Ein bisschen so, genau. Steigen wir ein. Ist gut, also. Ja, als Einstieg, ich glaube, Blick sagt schon viel, oder? Ist eigentlich eine Perspektive, schlussendlich. Auf was setzen wir unsere Perspektive, oder auf was setzen wir eben unseren Blick? Und so heisst so der Song «Blick in die Ewigkeit», unsere Perspektive ist die Ewigkeit. Und wo sehen wir das auch so in der Bibel, wo das wie so zum Ausdruck kommt? Hey, es geht um weiter als nur hier, jetzt und jetzt, sondern es geht alles, was in der Bibel ist, oder es zeigt wie die Ewigkeit, es zeigt die Perspektive auf. Also absolut. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns immer wieder an die Grundlage eigentlich vom Wort Gottes daran erinnern. Also es geht letztendlich um das Leben nach dem Tod. Ja. Es geht darum, sind die Menschen gerettet durch den Glauben an Jesus, gehen sie verloren. Also es sind alles wie Sachen. Und jetzt hast du vorhin auch gesagt, du hast den Tod von der Schwester von deiner Frau erwähnt. Und das ist etwas, eben, was wir nicht begreifen können. Aber zum Glück geht es ja eben noch weiter. Zum Glück ist die Hoffnung von uns, wo wir an Jesus glauben, geht noch weiter. Und das heisst im Korintherbrief, wo der Paulus über das Thema von Auferstehung, wie redet im Kapitel 15, ist das wie krass, wo er sagt, wie wichtig ist, dass es ist, dass Jesus auferstanden ist. Weil das die Grundlage für unserem ganzen Glauben ist. Aber dann sagt er einen mega krassen Satz, und das ist der Vers 19, was heisst, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Also das bedeutet, wenn mein Christsein nur darum geht, dass ich jetzt, wo ich hier lebe auf Erde, vielleicht Segen empfange oder Reich Gottes erlebe, oder was auch immer, sagt hier der Heilige Geist durch Paulus, dann gehört er zu den elendesten Menschen. Ja. Also genau für die Perspektive aufzutun, hey, es geht so nicht um das irdische Leben, also in erster Linie, sondern vielmehr ist es einfach eine Prüfung auf etwas, was eben dann noch kommt. Ja. Wo ich von Anfang an die Perspektive zu haben, hey, ich will mein Leben vom Ende her denken. Ja. Und das gibt einem natürlich mega viel Vision, aber auch Motivation. Ja. Und schlussendlich eigentlich auch die Hoffnung, oder die Hoffnung, die wir in Jesus haben, baut ja auch auf dieser Ewigkeit. Weil schlussendlich geht es ja nicht nur eben darum, hier in dieser Erde, auf dieser Erde, wie jetzt halt irgendwie erfüllt zu sein und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, irgendwie ein bisschen gut zu leben, sondern es ist ja eben die Perspektive in die Ewigkeit, die uns Hoffnung gibt auf eine Zukunft, die besser wird sein, die eben ohne Leid wird sein. Ja. Genau. Und das ist absolut zentral, weil das ist nicht die harte Wahrheit im Leben. Früher oder später kommen schlechte Nachrichten, kommen Hiobsbotschaften, kommen Leidensgeschichten, kommen Probleme, wo es nicht nur ein Wohlstandsevangelium ist, sondern wo man merkt, jetzt kommt der Aspekt vom Leiden, Verlust, Krankheit. Gestern wieder bei einer Frau, die Tumor hat. Heute haben wir schon wieder Leidensgeschichten gehört von Familien, was auch immer. Ja. Spätestens dann merkst du, es würde auch gar nicht verhaben, wenn ich nur in diesem Leben wie auf Jesus hoffe. Ja, genau. Und sogar der Paulus war ja berufen zum Leiden für Jesus. Also er war nicht berufen für Kirchen zu bauen, nicht berufen für grossartig das Evangelium zu verkünden. Natürlich auch, das war ein Teil des Ganzen. Aber wo wir lesen, er ist berufen zum Leiden für Jesus. Ja. Und das ist schon noch krass, oder? Wenn wir uns das überlegen, auch, dass wir eigentlich eben auch nicht, wir sind nicht geschützt davon, hier auf dieser Welt frei von Leiden zu sein. Definitiv, ja. Wenn wir uns aber jetzt noch mal ein bisschen mit dem Blick in die Ewigkeit beschäftigen, von der Perspektive her, geht es ja eigentlich schlussendlich um eine ferne Zukunft, wo wir eine neue Heimat werden haben, oder? Wir werden eine Heimat haben, wo wir lesen davon, Jesus, wo schon eine Stadt oder die Wohnung schon am Bauen ist, und wir dürfen dann irgendwann, wenn die Zeit kommt, zu ihm gehen und mit ihm wohnen. Was lesen wir da in der Bibel zu diesem Thema? Zum einen genau das, was du gesagt hast, Jesus baut Wohnungen für uns. Also es gibt eine Realität nach dem Tod. Ja. Es wird eine Welt beschrieben, die absolut gerecht ist,
wo keine Krankheit ist, kein Schmerz. Das heisst, Gott wird uns alle Tränen abwischen. Es wird ein Reich sein, das echt erfüllt ist von seiner Herrlichkeit. Aber gleichzeitig zu dem ist wieder Kontrast, den die Bibel beschreibt, dass die Identität eines Christen, ab dem Moment, wo er glaubt, heisst es, er wird zum Wanderer und zum Fremdling hier auf Erden. Ja. Und ich finde, wir können schon mal in Hebräer 11, und dort ist wie die Geschichte vom Abraham beschrieben. Und dort heisst es, ich lese mal ab Vers 8 vor. Dort heisst es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und es heisst ja im Neuen Testament, laufet in den Fußstapfen von Abraham. Und darum schauen wir wie hierher. Und Gott hat ihm gesagt, hey Abraham, verlass dein Umfeld, mach einen Schnitt, sage jetzt mal, mit deiner Vergangenheit und mach jetzt einen Glaubensschritt in das verheißene Land. Ja. Und das ist für mich auch immer so ein Bild eben vom Glauben. Und genau in diesem Vertrauen an Jesus Christus werden wir ja wiedergeboren. Das heisst, wer glaubt, ist wiedergeboren. Genau. Und jetzt wird unsere Identität zu einem Fremdling und Wanderer. Ja. Und selbst das verheißene Land ist nicht unser Ziel. Und das ist wie, finde ich, ein mega spannender Aspekt. Es ist wie, ja, wir sollen in die Verheißungen laufen. Ja. Und uns ist auch noch mega viel verheißen. Und in Jesus ist es ja. Aber selbst da sehen wir, der Abraham war im verheißenen Land auch schon gewesen, aber er sagt, er wartet noch auf eine Stadt, wo Gott selber baut. Und das ist seine tiefste Sehnsucht. Und genau gleich geht es auch uns. Wir wollen in den Verheißungen laufen, jetzt, und gleichzeitig warten wir eben genau auf das Werk von Gott, das in Ewigkeit besteht. Das ist eigentlich auch das, was die Juden jahrelang darauf gewartet haben, der Einzug ins verheißene Land, wie in Frieden einkehren. Und doch eben, obwohl sie es erreicht haben, wie sie kommen, ist der Frieden eigentlich nie ganz gekommen. Der Frieden, wo der Abraham davon hat geredet, oder der, den sie sich wünschen. Noch jetzt, oder Jerusalem, wo eigentlich Stadt des Friedens heisst, oder genau die Stadt, die eigentlich am wenigsten Frieden hat. Und wir in der Offenbarung eben lesen von dem neuen Jerusalem, das wird kommen, eben von dieser wahren Stadt vom Frieden. Das ist schon jetzt mir wie Hühnerhaut, wenn ich das nur da denke, eben das so, ja, dass echt die ganze Bibel schon auf das herzeigt, oder dass die Stadt von dem Frieden, wo irgendwann wird kommen. Ja, und genau das lesen wir ein bisschen später, wo es dann heisst, ab Vers 13, also diese alle, also alle die Glaubensvorbilder, die im Hebräer 11 wie erklärt werden, heisst, sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Ja. Und das finde ich wie heftig. Also Teil Verheißungen erlangen wir nicht in der ganzen Fülle. Ja. Aber genau wegen dem warten wir auf etwas Himmlisches. Ja. Voller Sehnsucht. Ja. Und schon, ich würde sogar sagen, wirklich so ein aktives Warten, aus drum ringen und sagen, Herr, komm du gleich. Ja. Bau du dein Reich gleich wieder auf. Ja. Ich freue mich
Und das berührt mich immer wieder so, weil sie die Haltung hatten, sagt Gott. Oder heisst es hier, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Und das ist auch so etwas, was ich mir wünsche für unsere Gemeinden, auch speziell für die junge Generation, dass man wie ein Leben kann leben kann, wo Gott sagt, hey, ich schäme mich null, dass du mehr mein Gott nennst. Und er sagt, weil die Stadt, die du dir nachsehnst, die habe ich gebaut. Ja. Krass. Also wirklich so das Bild von Abraham als Parallele zu unserem Glaubensleben sehe ich so direkt wie mit dem Blick in die Ewigkeit. Oder? Ja. Und gleich bleibt es ja eben ein Spannungsfeld, oder? Wo wie einerseits es ja auch heisst, eben, die Ewigkeit ist uns das Herz gegeben worden. Also ein Stück von dem ist irgendwie gleich schon, dürfen wir hier schon erleben. Das Gleiche mit Wunder, oder? Heiligen, die wir dürfen erleben, und gleich eben nicht immer. Und wir sind irgendwie in diesem Spannungsfeld, oder? Ja. Wo sich nicht einfach auflösen lässt. Absolut. Wo wir das Ferne schon sehen und glauben, dass es da ist. Und es ist auch schon ein Teil da, oder sein Reich ist angebrochen. Und doch noch so fern eben gleich manchmal. Genau. Und ich glaube, genau in diesem Spannungsfeld ist es eben noch so ein Trost, eben genau zu wissen, hey, nach dem Tod. Ja. Und wir reden hier, dass das, was uns nach dem Tod erwartet, unser jetziges Leben prägt. Ja. Und eben gar nicht zu fest wie auf das Spannungsfeld schauen. Und das ist eine Realität. Verheißungen sind da, wir haben es noch nicht erlangt. Oder es heisst, Jesus ist alles unterworfen, aber es ist eben noch nicht alles sichtbar von dem. Ja. Dass Jesus schon jetzt alles unterworfen ist. Und das ist etwas, wo das Leben als Christ auch immer wieder wie so ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr positiv nüchtern macht. Das jetzige Leben zu bewerten und zu sagen, okay, zum Glück geht meine Hoffnung eben auch über den Tod raus. Ja, und in dem Sinne auch eben die Heimat nochmal aufzugreifen, oder, wo wir in einer Welt leben, die so heimatlos ist. Nicht nur in den Völkern, oder? Auch dort schon sehen wir es, aber auch in den ganzen Identitätsfragen, die um sind. Oder? Es zeigt sich einfach, hey, sind wir einfach hier auf dieser Erde noch nicht daheim. Wir sind noch nicht in diesem endlichen Frieden, wo wir dazu bestimmt sind. Und darum ist auch die Sehnsucht in uns gepflanzt worden, wo wir unterschiedlich füllen können oder unterschiedlichen Orten suchen können. Aber schlussendlich wie die Hoffnung auf die Heimat, wo wir irgendwann ankommen werden. Es wird wie kein Leid und kein Schmerz mehr geben. Ja. Es wird ein riesen Hochzeitsfest. Yes, genau. Wegen dir. Ja, das sind also die zwei Themen, die sich jetzt eigentlich nochmal ein bisschen auftun. In diesem Ganzen, oder, sind wir uns ein bisschen beschäftigt mit der Zukunft oder mit dem zukünftigen Reich, das wird kommen, mit dieser Heimat. Das Spannungsfeld, wir sind irgendwie noch so zwischen Himmel und Erde. Es ist, wir sehen noch nicht alles, wie du vorher hast gesagt, und doch ist ihm alles unterworfen. Und doch eben erleben wir Leiden, wir erleben Schwieriges, wir erleben Leid. Wie können wir das Ganze aus der Sicht der Ewigkeit anschauen? Wie können wir unseren Blick auf das Leid und auf das Leiden, wie verändert das unseren Blick auch? Also ich glaube, die Bibel hat wie eine ganz andere Sicht auf Leid, als wir das vielleicht manchmal wetten. Wir wetten am liebsten kein Leid, oder? Wir wetten am liebsten kein Leid, aber Jesus hat wie alles Leid auf sich genommen und das war der Grund, dass er den Namen über alle Namen hat bekommen. Und ich glaube, so durch Prüfungen, oder es heisst so, Gott prüft uns auch, es gibt Glaubensprüfungen. Weil wir eben, oder es heisst, wir werden mal Engel richten. Wir werden über Städte gesetzt werden. Zu den Jüngern sagt er, hey, ihr werdet die 12 Stämme von Israel richten. Ja. Also auf uns wartet auch eine grosse Verantwortung. Ja. Ja. Und ich glaube, das Leben ist auch eine gewisse, eben, wie bewähren wir uns im Glauben
für das, auch für die Position, und wir werden eingesetzt im Reich von Gott, Ja. im ewigen Reich Gottes. Ja. Und darum hat so wie dieser Aspekt, das Leid, ist auch, da dürfen wir auch wie als Glaubensprüfung anschauen. Wie bei einem Hiob, bleibst du trotzdem näher am Herz von Gott. Was macht es mit dir? Oder sagst du, hey, wenn jetzt ein bisschen Bedrängnis kommt, sage ich verwerfe das Wort Gottes. Und gehe, sondern, oder wie du sagst, der Paulus, Jesus hat von Anfang an gesagt, du wirst leiden. Und schon nur für Jesus leiden ist ein Thema. Ja. Also jetzt gar nicht Krankheit, sondern vielleicht schon nur ausgelacht werden in der Schule. Ja. Für Jesus. Ist schon ein Teil von diesem Leiden, Und es ist wo eben wie ein eine Christ Ehre, drin oder? ist. Genau, Es ist und genau das ist dann eine Ehre. Ja. Das heisst, habt Freude, wenn ihr geschmäht werdet, wenn ihr erachtet das als Ehre, wenn ihr um Jesu Namen in dieser Welt könnt, eben verspottet werden, vielleicht verfolgt werden. Und dann merken wir, das ist ein komplett anderes Denken. Und gerade wir hier im Westen hat die Gemeinde keine Ahnung davon, wir wollen immer nur das sagen. Wir wollen Gottes Versorgung, wir wollen Heilung, wir wollen all die guten Sachen. Aber die verfolgte Gemeinde weltweit ist uns dort voraus, weil sie wissen, hey, der Preis zu zahlen lohnt sich längstens, weil eben genau, was ist mein Leben im Vergleich zur Ewigkeit. Ja. Also lieber sterbe ich für Gott, als dass ich jetzt irdisch alles Gutes habe. Ja, dort haben wir einfach einen verkorkst irgendwie Bezug zum Leiden, wo eben wirklich auch ein Teil einfach von diesem Leben hier ist und wie du sagst, auch eine Prüfung ist, wo einerseits ja auch ein bisschen unfair tönt, aber eben schlussendlich eigentlich eben er ist, für seinen Namen zu leiden, wie Paulus das hat gemacht. Es gibt ja so, ich habe mal gehört, es gibt so wie 3 Prüfungen, wo man wie erleben kann hier auf dieser Erde, und zwar einerseits durch Situationen, durch Umstände, der Satan kann uns prüfen, aber die grösste Ehre vor allem ist, wenn Gott uns prüft. Und das sind gefährliche Gebete, die man da macht, also gefährliche oder herausfordernde. Aber ich habe gemerkt, wie das wirklich ein Teil von meinem Gebet ist, prüf mein Herz, Herr, prüf mich. In den Psalmen lesen wir so viel, prüf mein Innerste. Ich will wie gereinigt und eben geheiligt werden. Durch die Prüfungen, wo sie uns eben mehr näher offenbaren. Wenn wir dadurch gehen, offenbaren sie uns mehr von seinem Wesen, mehr von seiner Herrlichkeit, mehr von eben der zukünftigen Realität. Ja. Und dort hier vielleicht noch, oder es heisst, wir werden nicht über unser Vermögen aus versucht oder auch geprüft. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht manchmal gibt es Situationen im Leben, wo du wie nur noch an dem kannst festhalten kannst. Das heisst, wie beim Hiob, Gott hat es ihm zugetraut, dass er an Gott festhält. Ja. Und vorher, und so ist es so in unserem Leben, Gott gibt uns auch nur das Leid, das er wie zulässt, das er uns auch zutraut. Und das ist gleichzeitig auch wieder eine Verheißung, in dem Sinne eben wirklich an seinem Herz zu bleiben und zu sagen, ja, da gehe ich jetzt durch. Aber gehört gleich eben zu dieser gefallenen Schöpfung. Ja. Es ist ein Leid, wo wir wie geprüft werden für eine Zeit, wo es dann kein Leid mehr wird geben. Und ich glaube auch, dass nicht alles Prüfungen sind, die uns Gott stellt. Oder da kann man ja auch in Gefahr gehen, dass man alles in seinem Leben gerade als Prüfung von Gott sieht. Ja, und schlussendlich müssen wir es vielleicht auch nicht wissen immer, was jetzt, wo uns Gott prüft, wo uns der Satan prüft. Schlussendlich geht es ja eben darum, festzuhalten an dem Glauben, eben an das Unsichtbare, das wird kommen. Und jetzt sind wir eigentlich schon vom nächsten Thema, und zwar Belohnung. Oder? Schlussendlich machen wir ja auch, gehen wir weiter durchs Leiden und eigentlich auch im Wissen, hey, es wird wie belohnt werden. Unser Leiden hier auf dieser Erde wird wie belohnt werden, wo wir auch lesen, einfach schon nur die umgekehrte Welt von der Reich wird arm sein im Himmel. Die Schwachen werden stark sein, der Erste wird der Letzte sein. Oder? Wo wir schon vor einer ungewöhnlichen Belohnung lesen, die auf uns da wird warten. Genau, also das wäre jetzt wie eine Perspektive, wo wir heutzutage viel zu wenig darüber reden. Der Aspekt von der Belohnung. Und
Und ich tue hier vielleicht gleich auch wieder als Grundlage aus Hebräer 11 mal die Geschichte von Mose noch vorlesen. Weil der Mose ist eigentlich, also dort hier ein mega gutes Vorbild. Das heisst, von ihm her war am Schluss der demütigste Mann gewesen. Oder für uns so ein grosses Vorbild. Und da heißt im Hebräer 11, ab Vers 23, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Und durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Also er hat eigentlich verzichtet eben auf all die Belohnung hier auf der Erde und hat den Weg vom Leiden gewählt. Genau, oder? Und er war jetzt irdisch gesehen in einer herrlichen Position. Ja. Er ist der Sohn vom Pharao quasi geworden. Er war sehr gebildet. Er hat all die, ich meine, wir studieren ja heute, studieren sie noch Ägypten, die Reichtümer und so weiter. Dort war er voll zumindest drin. Er war ein Schöner. Und jetzt genau, und übertragen können wir auch wie sagen, hey, Schweizer will vielleicht ein Eigenheim, unbedingt. Ja. Ein schönes Auto, all diese Sachen. Und all wie die schätzen, hat er gesagt, hey, lieber bin ich beim Volk Gottes. Lieber bin ich dort. Und selbst in dem Moment war sie als versklavt. Aber er hat gesagt, hey, ich will mich nicht, und der Pharao Ägypten ist immer auch ein Bild für die Welt. Ja. Ich will nicht zur Welt gehören, sondern lieber beim Volk Gottes sein. Wieder auch dort Leid tragen, vielleicht sogar in diesem Volk. Und auch die Schmach für Jesus ist ein grösserer Reichtum als alle Schätze dieser Welt. Und er hat gewusst, weil dieser Entscheid wird mich nach dem Tod belohnen. Und das ist eigentlich wieder auch so ein heftiger Unterschied, dass er zum Schluss ist gekommen, hey, ab jetzt gebe ich mein ganzes Leben auch wieder in Gottes Hand. Und so die klare Sicht auf Belohnung. Und die Bibel lehrt uns, auch wir Christen, wir werden vor ein Preisgericht kommen. Jesus wird unser Leben auch anschauen, sagen jetzt mal bewerten, richten. Er sagt, hey, sammelt euch Schätze im Himmel. Ja. Und das Schöne ist, das ist also für mich absolut etwas Motivierendes. So, ich sage auch bei uns in Riga, sage ich immer, hey, ich hoffe, wir gehen dort richtig abcashen. Ja. Oder so. Also weißt, stellen wir uns immer so vor, wie wir so als Gruppe vor dran sind und dann kommt einer nach dem anderen, kann seinen Preis dort abholen. Ja. Oder auch der Siegeskranz wartet auf dich. Also ganz viele Sachen warten auf uns, wo wir uns eigentlich nur freuen können. Wo wir uns aber auch gar nicht wirklich wie vorstellen, wie es dann genau wird sein. Ja. Aber gleich, es ist eine Sicht auch weg, es heisst hier sogar der Genuss von der Sünde, wo ja manchmal so auch verlockend in unserem Leben innen ist. Und wir immer wieder müssen sagen, hey, nein, jetzt geht es nicht um das. Ich will die Perspektive haben, ich will die Belohnung anschauen. Und ich glaube, der ganze Aspekt von der Belohnung wird manchmal ein bisschen zu wenig ein Thema, weil wir hören die ganze Zeit, ja, alle sind gleich, alle haben das Gleiche verdient. Ja, und die Bibel sagt das eigentlich nie. Sondern plötzlich sind eben die meinen, sie sind voll dabei, sind ganz zuletzt und umgekehrt. Ja. Und das ist auch so, fängt der Hebräerbrief in diesem Kapitel sogar an. Wenn du zu Gott willst kommen, musst du glauben, dass er ein Belohner ist. Ja. Und das finde ich so einen krassen Aspekt. Ja, ich freue mich auf die Belohnung. Ja. Und ich glaube, dass er mich wird belohnen, wenn ich das Leben hier in Hingabe zu ihm lebe. Ja, weil wir Moses so sehen, oder? Eben, wo sehr viele Parallelen eigentlich hat zu uns, und er eben viel hatte, oder eigentlich alles auf dieser Welt ihm wäre zu Füßen gelegen und doch den anderen Weg hat gewählt. Was können wir wie von ihm lernen? Wo hat er wie geschnuppert, dass wie mehr wartet als nur eben die Realität, die er in Ägypten hatte?
Das ist eine spannende Frage. Ja, können wir sie nicht beantworten, aber... Ich persönlich glaube, dass jetzt in seinem Leben schon nur seine Mutter, die sie zu ihm geschaut hat, ihn gestillt hat, schon nur wahrscheinlich immer wieder für ihn gebetet hat, den Namen Gottes auf ihn gelegt hat, dass das Kraft hat. Und wo der Stephanus im Neuen Testament, bevor er gesteinigt wird, tut er ja die ganze Geschichte wie erzählen. Und dort wird wie offenbart, weil im Alten Testament sieht man es noch nicht so direkt. Er hat schon von Anfang an gewusst, dass er der Retter von diesem Volk wird sein. Der Heilige Geist hat das in ihm schon gewirkt, aber er hat es zuerst noch auf seine eigene Kraft anfangen zu lösen, indem er wie sagt man, der eine hat umgebracht, der Ägypter. Ja. Das liest man ja auch erst später, oder? Im Neuen Testament. Es ist noch spannend, wie dort eigentlich die Auslegung kommt, oder? Warum dass er den musste fliehen, eigentlich, nachdem dass er den hat umgebracht hat. Ja. Genau, aber es zeigt so etwas, ich habe das Gefühl, es ist vielleicht so ein bisschen, es war etwas in ihm drin, und ich habe gemerkt, hey, das ist mehr wert. Ja. Und das ist noch schwierig zu sagen. Du hast schon gesagt, es hat jeder Mensch die Ewigkeit in seinem Leben, in seinem Herz. Ich glaube, es ist die tiefste Sehnsucht. Und gleichzeitig ist es dann eben noch, wenn du wie Jesus entdeckt hast. Und so ist auch das Gleichnis von dem Typ, der sagt, ich habe einen Schatz gefunden im Acker. Ja. Wenn du den hast gefunden, er hat dann den Acker gekauft, dass ihm der Schatz gehört. Ja. Und dann werden deine Prioritäten in einem Moment wie korrigiert. Ja. Und ich glaube, so ist es, wenn das Leben ergriffen wird vom Heiligen Geist, wo von Jesus überhaupt, wenn ein Mensch wieder sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, dann passiert genau das, dass plötzlich das Tiefste innen weisst, was zählt und was nicht mehr. Und ich finde gerade in diesem Gleichnis so schön mit dem Acker, er hat ihn ja nicht einfach ausgebuddelt und mitgenommen, gestohlen quasi, sondern er hat den ganzen Acker, alles was mit dem kommt, hat er wie gekauft, hat alles aufgegeben. Und ich nehme an, der Acker steht auch für Arbeit oder für Leiden. Aber er hat wie gewusst, dort ist der Schatz vergraben. Und der wartet auf mich, wenn ich wieder den ganzen Acker zusammennehme. Und nicht nur eben, ich nehme nur das Schöne und das Gute raus, sondern eben schon mit dieser Hinsicht, er hat wie gewusst, hey, das Ganze gehört dazu. So auch, glaube ich, können wir auch für uns lernen. Einfach, hey, die Schätze, die wir im Himmel werden abholen, zu dem gehört einfach auch viel anderes auch noch dazu, gerade auf dieser Welt. Und da gehört eben auch das Leiden dazu, wo ein Teil ist davon, wo wir dadurch müssen gehen, aber umso eben stärker belohnt werden. Und das gibt ja Hoffnung, oder? Extrem. Das gibt auch Zuversicht im Leiden innen, oder? Wo wir wie wissen, hey, irgendwann ich werde umso grösser, noch das X-fach, oder, wie zurückerstattet bekommen von dem, was ich hier durchmache. Ja. Und vielleicht noch ein Gedanke allgemein, weil wir eben ja singen, Blick in die Ewigkeit. Da ist im 2. Korinther 4 heisst es, dass wir nicht so auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Ich lese das vor. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und vielleicht gleich noch wieder zum Schluss, ja, ewig ist eben etwas, was nicht in unserer Zeit ist. Alles, was Zeit ist, ist vergänglich, verändert sich. Und Gott wird unveränderlich sein. Es wird festgegründet sein. Alles wird vergehen. Ausser das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Eigentlich all die Sachen, dass wir wirklich, das ist für mich so ein Trost, in all dem Irdischen, wo wir eben gar nicht daheim sind, wo wir Fremdlinge sind, Wanderer sind. Nicht auf die sichtbaren Probleme schauen, sichtbare Leiden, aber auch nicht auf die sichtbaren Reichtümer, Verführungen, Autos, Häuser, Frauen, was auch immer, sondern wir schauen auf das Unsichtbare. Und vielleicht noch eben zum Abschluss heisst es, der Mose hat gesagt, denn er sah auf die Belohnung. Ja. Und durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Ich finde, das
also da können wir so viel lernen. Ja. Also wir sehen Jesus jetzt nicht, wir sehen sein Reich noch nicht. Aber wir sollen so leben, als würden wir es sehen. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Widerspruch, ist manchmal vielleicht ein bisschen krass, aber es zeigt einfach so, es gibt echt so Lebensperspektiven, die letztendlich, glaube ich, auch einfach absolut am Leben auch Sinn gibt. Ja, total. Ja. Ja, ich glaube auch, vorhin ist mir noch etwas in den Sinn gekommen, so als Fazit eigentlich. Wenn wir in Bridge schon singen, weißt, und mein Leben hier soll fruchtbar sein, ist eben ja dann gleich wieder Perspektive, irgendwie gleich auf das Leben hier, aber ganz aus einer anderen, nicht aus «ich muss etwas bekommen hier in dieser Erde», sondern «ich will segnend sein». Ja. Also wir sind gesegnet worden, ohne Grund, also wir haben aus Gnade den Segen von Gott bekommen und unser Blick ist jetzt in die Ewigkeit. Wir richten unser Leben aus, für irgendwann mit ihm zusammen zu sein. Und gleichzeitig soll es eben nicht hier nutzlos sein, das Leben, sondern gleichzeitig soll es fruchtbar sein. Aber es muss nicht für mich fruchtbar sein, sondern es muss für die Welt fruchtbar sein, dass immer mehr Menschen das auch dürfen sehen und erleben und die gute Nachricht hören. Das ist so für mich so ein Fazit, wo noch eine Bridge, weißt, wo wir wie nochmal wieder darauf zurückkommen, wo ich denke, ja, man kann sich ja auch verlieren in dieser Ewigkeit. Oder? Man kann nur noch die Hoffnung haben auf, irgendwann ist es vorbei hier, hoffentlich ist es mal vorbei. Und das haben wir ja als Christen, haben wir wie das Gleiche. Wir haben einen Auftrag, hier zu sein und einen Unterschied zu machen, aber nicht zu unserem Preis, also nicht für, dass wir belohnt werden hier, sondern schlussendlich, dass andere Menschen wieder dürfen gesegnet werden. Absolut. Ja. Und das ist ja wie etwas, das ist genau so ein Spannungsfeld. Der Paulus hat gesagt, ich möchte am liebsten schon jetzt sterben, dass ich bei Jesus bin. Ja. Und er sagt, hey, aber ich habe noch einen Auftrag hier. Genau. Und dieser Auftrag, dass wir eigentlich in dieser Hingabe leben, im Wissen, die Ewigkeit wartet auf uns. Ja. Und dann, aber das löst eben auch eine Dienstbereitschaft aus, wo wir ja auch im Vers 2 gesungen haben, hey, okay, wenn ich jetzt ein neues Gefäß bin, wenn mich Jesus neu hat gemacht, wenn ich wiedergeboren bin, ein Tempel vom Heiligen Geist geworden. Wenn ich sowieso muss leiden. Wenn ich sowieso in diesen Fußstapfen muss gehen. Ja. Hey, was ist mein Leben denn schon? Ja. Dann bin ich auch zu jedem Dienst bereit. Und das ist für mich auch so ein Wunsch, dass eine Generation aufsteht, die für Gott dienen in dieser Welt, als heimatlose Leute, sage ich jetzt mal hier. Ja. In dieser Perspektive auf Belohnung, auf die Ewigkeit. Nicht, weil du müsstest oder sollst, sondern weil das wirklich deine tiefste Sehnsucht ist und Gott es mächtig wird belohnen. Amen, ja. Ich denke auch einfach, weißt du, jetzt, wenn wir noch auf ein Worship, was mir vorher sind, einfach im Lobpreis, oder dort erleben wir ja ein gewisses so den Himmel, erleben wir immer wieder im Lobpreis. Und gleich eben sind wir in Spannung, hey, wir können nicht alle Zeit irgendwie das so erleben. Und ich denke, das drückt auch wieder sehr gut aus, eben, dass wir immer wieder zwar hier schnuppern von dem und trotzdem sind wir noch Gesendete. Wir sollen hier in dieser Welt. Ja. Wir können uns nicht einfach nur mit Gegenwart fliehen. Ich finde das so wichtig, auch für junge Generationen, die ich viel beobachte, oder wo halt Lobpreis schon zum Instrument ist worden, für die Schöne zu erleben, oder, vom Christsein oder von dem Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Und gleichwohl eben wieder sind wir wieder gesendet, oder? Wir sind nicht dazu berufen, hier auf der Erde nur in der Gegenwart zu verweilen, sondern eben den Segen weiterzugeben, weil die Belohnung, die kommt, wir werden mit ihm in der Ewigkeit oder in seiner Gegenwart bleiben. Das ist etwas, was ich viel beobachte und wo ich das Gefühl habe, darf uns auch wirklich wieder mehr Perspektiven geben, für was sollen wir hier auf dieser Erde, oder zu was sind wir hier auf dieser Erde auch berufen. Ja. Genau. Ja. Hast du noch ein Fazit zum Schluss? Hey, das vorhin war mein Fazit. Ich glaube einfach, wenn wir das wie erfassen, regelt es extrem viel Priorität in unserem Leben. Mhm. Es gibt eine herrliche Perspektive, aber macht auch so nüchtern, was das Weltgeschehen anbelangt. Ja. Es entspannt. Es entspannt auch, weil ich weiss, wie, hey, okay, Krieg, okay, dies, das, aber ich weiss, wie, hey, die Heimat wartet noch auf mich. Und in diesem Sinn gibt es eben auch Entspannung, aber auch Motivation. Ja.
ja, wir haben wie die Heimat, oder mit unserer Bekehrung haben wir wie die Heimat gefunden. Und das ist wie geklärt, oder? Ja. Unsere Heimat ist geklärt. Und jetzt geht es darum, so zu leben in Ausrichtung nach dem. Genau. Ja, das ist der Song. In der Tiefe, in der Breite, wo man noch viel weitergehen könnte. Genau, merci vielmals, bist du gekommen und haben wir den Song zusammen rausgeben können. Es ist mir auch Ehre. Und ich bete doch noch zum Schluss. Yes. Hey Jesus, merci vielmals für das, was du uns schon hast offenbart hier in dieser Welt. Dass du bist gekommen und den höchsten Preis, vor allem Preis gezahlt hast, sodass wir schon jetzt dürfen eben den Anteil haben und ein Teil sein von deiner Herrlichkeit, ein Teil sein schon von dieser neuen Heimat. Und doch sind wir noch hier und dafür bitte ich auch alle, die das sehen, dass du uns immer wieder die Kraft gibst, hier in dieser Erde einfach das Licht zu sein und durch all das Leid und all den Schmerz durchzugehen, im Blick und in der Hoffnung, dass du uns wirst in der Herrlichkeit, irgendwann in der Ewigkeit belohnen. Ja, und so beten wir, dass dieser Song wirklich und die Texte wie einen Impact haben auf dein Leben. Ja. Dass wir anders leben, dass wir anders auf die Menschen schauen um uns herum, dass wir anders auf die Situationen um uns herum schauen, wo wir den Blick in die Ewigkeit haben und unsere Heimat geklärt ist. Ja. Amen. Amen.